ich habe, lege ich jetzt vor dich hin. Du kennst mein Versagen, dennoch liebst du mich so wie ich bin. Du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Du sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Wahn bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden lieg. Und bin ich auch allein, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaub, ja, ich glaub, dass du über mich sagst. Und ich glaub, dass du über mich sagst. Ja, ich glaub, was du über mich sagst. Wir möchten noch beten. Danke, himmlischer Vater, dass du da bist. Danke, dass du unsere Herzen parat machst, dass du mit dem Geist zu uns redest, so wie es jedes von uns braucht. Danke, dass du den Roger ausrüstest und dass du ihm viel Freude und Segen schenkst, wenn er mit uns dein Wort teilt. Amen. Amen. Merci. Danke vielmals. Guten Abend zusammen. Ihr merkt schon gleich an meiner Sprache, ich bin ein nie geschmückter, oder wie ihr es hier oben auch sagen mögt. Aber ich schmecke das Berner Oberland schon seit einem Zeitchen. Am 1.1.1999 bin ich hier umgezogen, und zwar vom Zürich Oberland. Das ist auch schön dort. Aber ich komme aus einem noch schöneren Kanton, und zwar aus dem Aargau. Das ist das Zentrum der Schweiz, oder? Das wissen wir alle. Also ich bin ein Aargauer, zu allem Schreck. Und ja. Ich bin, das Lied hat es hier noch nicht gegeben, aber der Inhalt von dem Lied, der hat mein Leben wirklich umkrempelt. Es war auch nötig. Ich bin in einer ziemlich zerrütteten, also ziemlich in einer sehr stark zerrütteten Familie aufgewachsen. Ja, bin entstanden an der Fasnacht. Mein lieblicher Vater war verlobt. Aber dann hat man dann halt nach katholischer Ordnung heiraten, damit die Kirche im Dorf bleibt, wie man so schön sagt. Und es hat dann noch 2 Schwestern gegeben. Und es ist nachher ein richtiges Chaos geworden, weil mein Vater hat meine Mutter eigentlich nicht gerne gehabt. Und das ist nicht lang gegangen, ist er wieder zu seiner Verlobten. Das hat dann dazu geführt, dass meine liebliche Mutter angefangen hat zu trinken. Und als ich 7 war, ich habe die Mutter nur in der Horizontalen gekannt und meistens voll besoffen. Wenn sie aufs WC musste, dick oder dünn, das ist dann dort passiert, wo sie gelegen ist. Putzt habe ich nicht. Nur mein Zimmer, das habe ich jede Woche den Kasten rausgestellt vom Balkon und einen richtigen Spleen gehabt. Also hat Sabine, meine Frau, auch gemerkt, dass ich einen Spleen habe. Also ich bin gar nicht perfekt. Aber ich rede gern. Darum mache ich so einen Dienst auch. Aber als ich dann in dem ganzen Elend einfach nicht mehr weiter gewusst habe, mein Vater, also mein Grossvater, er war ein Katholik und wollte mich unbedingt in die katholische Kirche nehmen. Aber ich habe die Verwandtschaft und so und das Ganze, ich mit dem überhaupt nicht anfangen. Für mich sind Christen die grössten Schnurris gewesen. Mit denen gar nicht anfangen. Im Gegenteil, ich habe sie einfach hassen. Und darum habe ich auch Nein gesagt. Ich hatte dann aber einen Freund, der sich nicht umgedreht hat, wenn ich mal aufgekreuzt bin oder so. Und auch zu mir gestanden ist, weil das war der Einzige, weil unsere Familie war sehr beliebt in diesem kleinen Dörfchen von 450 Einwohnern. Das war ironisch. Da hat man uns einfach ausgelacht und wir waren wirklich der Abschaum und der Dreck.
Und darum meine ich, das war für mich Goldberg, dass er zu mir gestanden ist und hat mich auch zu sich eingeladen. An der Rüssunde, neben Bremgarten, Eggenwil heisst das, grosse Dorf. Dort bin ich aufgewachsen. Und die hatten eine Gärtnerei, Gemüsegärtnerei. Und als ich seine Eltern kennengelernt habe, habe ich gefunden, das sind spezielle Eltern. Ja, die haben auch gekiffelt. Aber irgendwie hatten die etwas gehabt, wo einfach anders war wie sonst. Und an der Weihnachten, ich war dann sicher schon etwa 4 Monate bei ihnen, immer am Mittwochnachmittag, da haben wir noch frei in der Schule, am Samstagmorgen, Nachmittag dann auch, komme ich doch zu Weihnachten eine Tafel Schoki und einen 5 lieber rüber. Und da bin ich fast aus der Socke gefallen, weil ich noch nie etwas bekommen zu Weihnachten. Weil Weihnachtsbaum hat es ja keinen gegeben. Und die Mutter war sowieso besoffen die Heime. Ja, und dann habe ich gefunden, also, wenn du solche Leute hast, musst du schauen, dass du zu denen kommen kannst. Und dann habe ich den Matthias, hat mein Freund geheißen, gefragt, du, die Idee hatte ich, weil sie noch ein Fleckkind hatten. Ich habe 5 Kinder, noch ein Fleckkind. Und ich fand, ein grosses Haus, da hat es eigentlich noch Platz. Eben mit 11. He? Und der Matthias gefragt, und der war so blöd und fragt seine Eltern. Und die waren noch blöder und haben ja gesagt, am gleichen Tag noch. Und dann bin ich also ziemlich zügig zu denen zugekommen. Das hat einen Schock ausgelöst. Meine lieblichen Eltern sind wieder zusammengekommen. Aber ich hatte schnell so voll von denen, dass ich nicht mehr nach Hause wollte. Und daraufhin haben sie sich scheiden lassen. Meine beiden Schwestern sind dann zuerst als Pflegeeltern gekommen, später dann aber ins Heim müssen. Und ich bin bei diesen Pflegeeltern aufgewachsen. Und das waren eben gläubige Leute. Und ja, das war nicht ein einfacher Weg, aber ich durfte wirklich erkennen, Christus macht einen Unterschied. Christus, nicht die Religion. Und an dem habe ich lange gecatcht. Habe dann zum Glück für mich in die USA dürfen. Ich wollte zwar überhaupt nicht. Ich bin dort auf einer Bibelschule von den Fackelträgern. Und die hat mich überschnurrt zum Weitermachen, aber zuerst zurück müssen ins Militär, weil das habe ich verschoben hatte. Und im Militär habe ich wirklich gefunden, Sapper, lass noch mal den Blödsinn. Ich wollte mehr wissen über das Wort Gottes. Ich habe es nicht gekannt. Ich habe Christus fest gekannt, aber das Wort Gottes, das war mir noch fremd gewesen. Ja, und so bin ich dann nochmal 3 Jahre rüber. Ich habe dort mein BA in Theologie und eine Mission gemacht und eigentlich immer in die Mission wollen, nur weg von diesen Schweizer. Aber eben, ich musste zurück in die Schweiz. Und das war für mich eine Katastrophe. Von diesen Bünzli-Schweizer. Ich bin selber einen, aber ich nicht dahin wollen. Und das Schlimmste war, als ich gefragt habe, wieso, hat er mir einfach nur irgendwie klar gemacht, du hast noch eine Mutter. Oh ja, die ist auch noch. Entschuldigung, wenn ich so schwätze, ich rede einfach so, wie es war. Und dann habe ich noch Schwestern, oder? Und ja, da habe ich durch all das lernen, was das eben heisst, wenn man in Christus ist. Das hat letztlich dazu geführt, dass ich mit dem Dienst Freier in Christus, das ist nicht mein Dienst, ich habe da bloß mitgeschafft, 16 Jahre lang. Ich war da verantwortlich für die Schweiz oder den deutschsprachigen Raum. Und Gott hat es dann geschenkt, dass wir mit Deutschen einen Verein gründen können. Und dort hat die Arbeit richtig Fuß gefasst. Gerade durch die Corona-Zeit, wir haben dann so Online-Seminare angefangen. Wir haben 2 Frauen, die zu je 40 und glaube zu 60% angestellt sind. Und sonst sind es etwa um die 60 Freiwillige. Und heute gehen etwa, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber je länger, je mehr, so etwa 3000 Leute durch die Seminare von Freier in Christus. Und das Wochenende können wir das ein Teil über einen Ausschnitt aus dem Seminar. Der Neil Anderson, er ist der Gründer von dem, auch ein Amerikaner. Tut mir leid, ist ein bisschen amerikanisch, aber es gibt auch Gutes von dort hin. Nicht noch Schlimmes. Der hat das Buch geschrieben, «Neues Leben, neue Identität». Und das ist ein Buch, das weggeht vom traditionellen christlichen Denken, wie es wirklich Christus ins Zentrum rückt. Und darum sieht alles einfach ein bisschen anders aus. Nicht einfacher, es wird schwieriger, weil es betrifft dich nachher auf einmal ganz persönlich. Aber er hat in die Nöte und Konflikte geredet, die ich schon lange gefunden habe, Sapperlot nochmal, wenn Gott Gott ist und Christus wirklich lebendig ist,
Wo ist denn da die Kraft, die das Leben wirklich verändern kann? Und in seinen Schriften, der Mann hat über 70 Bücher geschrieben, er ist heute um die 82, er lebt noch. Er ist ein wahnsinnig intelligenter Mensch, aber auch sehr ein praktisch orientierter Mensch. Genial. Es ist ein Dienst hauptsächlich für Christen, nicht für Ungläubige. Weil zum Glauben kommen ist das eine, oder? Aber das ist nur der Anfang. Und nachher ist man sehr oft alleine gelassen. Und er tut genau darüber schreiben, dass das Problem nie ein Ende ist von der Fahnenstange. Und er zeigt dann eben auf, wie Christus wirklich dann eben in die Lücke nie muss springen, weil nur mit ihm geht es Fürsche. Wirklich Fürsche im Glauben. Und so habe ich den Dienst 16 Jahre machen und das war in allem ein sehr befriedigender Dienst. Aber es hat dann im ich bin nicht mehr sicher, vor etwa 7, vielleicht sind es auch schon 8 Jahre, dann habe ich eigentlich genug gehabt und es hat eine Situationsänderung gegeben, weil Sabine, meine Frau, hat eigentlich fürs Geld geschaut in der Familie, hat dann ein Burnout gehabt und dann bin ich wieder ein dran gewesen. Und so bin ich zurück in meinen Job als Elektriker, habe dann bei der Firma Elektrogiger gearbeitet für eine Weile. Und dann bin ich so blöd und habe ein eigenes Geschäft angefangen, hier vorne auf der Straße, das Computerläden. Das ist meine. Also eben, geheiratet bin ich mit der Sabine, wir haben 4 Kinder. Die älteste Tochter ist Lili. Heute heisst sie Zimmermann, wohnt in Adelboden oben. Die hat auch nichts Besseres gewusst, die hat auch Stromer gelernt. Aber heute hat sie 3 Kinder mit dem Joel zusammen. Die zweite Tochter, die haben wir fortschicken, die ist in Südamerika. Nein, wir mussten sie gehen lassen. Die ist dort geheiratet mit dem Pablo. Ist schwanger mit dem ersten Kind und soll im Juli auf die Welt kommen. Also von dort her gesehen, gibt ein spannendes Jahr. Und dann kommt der Ruben, unser ältester Sohn. Der macht eine zweite Ausbildung beim Maggot, Schmied am Maggot. Der wird im September heiraten. Mit der Belina. Und dann ist noch der Jüngste, der Noah, der lebt im Emmental. Und wir sind einfach dankbar, dass alle 4 heute wirklich Jesus gerne bekommen haben. Auch das war ein Prozess, sie hatten einen schwierigen Vater von dort her gesehen. Aber von dem werden wir dann noch ein bisschen mehr erfahren darüber, weil ich in diesen Vorträgen auch viel von mir erzählen. Einfach, dass es irgendwann für euch auch greifbar werden kann. Und es ist in keinem bisschen meine Absicht, euch irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Aber das kann passieren. Weil Jesus selber war ja nicht nur ein beliebter Mensch, oder? Jesus ist angeeckt. Und er ist vor allem beim christlichen Establishment angeeckt. Wieso eigentlich? Da gibt es eben eine rechte Diskrepanz zwischen dem christlichen Establishment, kann man dem ja mal sagen, oder zwischen den Studierten und dem normalen Volk. Und das ist herausfordernd, aber auch unglaublich interessant und auch wirklich unglaublich spannend. Also, so viel zu meiner Person. Und das Buch «Neues Leben, neue Identität», das ist in einem gewissen Sinn ist das die Grundlage von diesen Seminaren, die wir machen. Ich kann es euch nur empfehlen, ich habe keine dabei, aber bei Amazon oder im Bücherladen da vorne könnt ihr es bestellen. Das ist nur zu empfehlen, die sind super gut. Wir sind in einer Kleingruppenzeit drin, oder fast am Ende. Und wir haben dich mit diesen 3 schönen Bildern und diesen Wörtern auseinandergesetzt. In den letzten, was sind es, 6 Wochen gewesen? Oder 8? Und sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, ist immer gut. Manchmal ist es mühsam, manchmal guckt es einem an. Aber in allem Innen ist das eine sehr erfüllende Sache, das Wort Gottes. Und auch eine tragende Sache, egal was man macht. Ich werde heute mit dem komischen Thema einsteigen. Wer bin ich in Christus? Und es orientiert sich ein bisschen an dieser Frage, bin ich ein Sünder oder bin ich ein Heiliger? Und das ist schon genug explosives Zeug. Aber in dieser ganzen Frage, wenn wir unseren Fokus eigentlich darauf ausrichten, dass es nicht darum geht, die Sünde zu vermeiden.
Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, wenn ich das sage. Aber es geht nicht darum, die Sünde zu vermeiden. Es geht aber vielmehr darum, was geht es denn eigentlich? Ich habe falsch gesagt. Es geht darum, sie zu vermeiden, aber nicht auszulöschen. Meiden gibt auch Raum für die Tatsache, die eben wahr ist, dass wir alle sündigen, auch als Christen. Ich habe noch keinen Christ gesehen, der nicht gesündigt hätte. Oder von keinem Christ gehört. Und wenn ich so einen höre, dann mag ich es heute anzweifeln, ob es denn wahr ist. Hä? Aber genau darum geht es doch für uns Christen, oder? Dass die Sünde... Ja, was denn? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Und ich glaube, ihr seid dieser Frage auch schon nachgegangen, indem ihr euch mit dem Johannesbrief auseinandergesetzt habt. Der Johannesbrief, wenn wir es ganz einfach zusammenfassen, gibt Klarheit zu ein paar ganz wichtigen Fragen. So kurz wie er ist, aber er ist auch ziemlich prägnant, was die Themen Liebe, Glaube und Hoffnung anbetrifft. Und von dem habt ihr ja genug gelesen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das glauben wir alle, oder? Aber machen wir Gebrauch von dem Schatz? Weil der Schlüssel in diesem Vers ist schon in ihm, nicht in uns, nicht in den Büchern. Nicht einmal im Wort Gottes, wenn man das trennen kann von Christus selber. Er sagt, ich bin das Wort des Lebens. Und doch ist die Bibel, die gedruckte Version, und Christus doch zweierlei Sachen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und darum ist der Fokus mit dieser Frage ist auch in Christus, nicht extern. Extern kommen wir unglaublich gleich an Grenzen. Nicht nur wegen unserer Schwäche. Und wisst ihr, was die grösste Schwäche ist von uns Christen? Ich sage es jetzt einfach mal so, die Sünde. Wir sind nicht frei von der. Wir tun vielleicht so, als ob. Und das ist auch unser grosses Problem. Aber wenn wir zur Tatsache würden stehen, dass wir eigentlich kein Dreck besser sind als die anderen, dann hätten wir auch weniger Stress mit unserem eigenen Glauben. In Christus. Wer bin ich? In Christus. Nicht wer bin ich. Ich habe mich vorhin vorgestellt, ich habe ein paar Sachen gesagt über mich. Was wisst ihr jetzt über mich? Alles äußerliche Sachen. Aber kennen tun ihr mich eigentlich nicht. Selbst wenn ich mir einen Arm wegnehmen oder ein Bein oder irgendetwas, irgendwo ist ja der Roger drin, oder? Aber wo ist er? Was macht ein Mensch wirklich aus? Logischerweise hat jeder von uns einen gewissen Charakterzug. Eine Persönlichkeit, oder? Die einen sind angenehmer, die anderen weniger. Und dann kommt noch das Ganze dazu, dass die Chemie, wie man dem so sagt, zwischen uns Menschen. Gewisse ziehen sich an, andere stoßen sich ab. Man kann sich über so Sachen definieren. Man kann sich auch über den Beruf definieren und was man alles leistet. Man kann sich über das Geld definieren, über das Auto, über das Haus, über was weiss ich was. Auch über Gemeindezugehörigkeit kann man sich auch definieren. Aber ihr merkt schon, das ist alles irgendwie nur Oberfläche. Was dich wirklich ausmacht, und vor allem als Christ, wir reden zu Christen, kann nur in Christus sein. Alles andere ist etwas von unbedeutend. Unbedeutend. Wer von jetzt sich taufen lässt, dann wisst ihr das eigentlich, oder? Ihr seid freiwillig in den Tod. Wie verrückt ist denn das, oder? Aber welche Bedeutung hat denn der Tod? Ist das einfach etwas, was man gemacht hat?
Wie ist denn das in dieser Auferstehung zu leben? In Christus? Und ich mache keinen Vorwurf. Ich bin ja selber einer von denen, oder? Und etwas habe ich gelernt, in der Freiheit in Christus. Wenn es irgendetwas gibt, das nicht gut ist, was ich nicht gut mache, dann muss das als Licht. Ganz egal, wie ich da dabei wegkomme. Und das ist zumindest ein Prinzip in der Erziehung, das ich durchgezogen habe. Ich war bei der Lili sehr streng. Dann hat sich das ein bisschen gelockert. Aber ich habe jedem Kind das Recht gegeben, mich zu korrigieren. Puh, das hat mir manchmal schön viel gekostet. Weil es hat viel zu geben, was sie müssen. Sagen aber Papi, das geht dann nicht. Und ich habe es mit Gewissen auch ziemlich schwierig gehabt. Aber all das durch hat es zu einer Beziehung gebracht, wo ich muss sagen, das ist genau da, wo ich wollte. Und das ist auch genau da, was Gott mit uns will. Er will uns unverfälscht. Er will uns nicht am Sonntag. Er will uns nicht in den schönen Kleidern. Er will uns genau dann, wenn es hundsmiserabel geht, wenn es uns so richtig anguckt. Hat sie jetzt hübsch gesagt. Ja? Und darum, ich möchte auf die Bilder hier verweisen. Ein Bild kommt erst dann wirklich an Charakter über oder eine Aussage, wenn Emotionen drin sind. Oder wenn das Bild Emotionen in dir wecken kann, dann finden wir etwas gut oder eben nicht. Aber wie ist das gerade mit dir? Jeder von uns, auch die Oberländer, haben Emotionen. Auch die Schweizer haben es. Wir zeigen sie vielleicht nicht gerade so. Aber ein Mensch ohne Emotionen würde sterben. Das geht gar nicht. Aber jetzt mal so ganz, du musst ja niemandem Antwort geben, aber für dich alleine, probier für dich alleine mal so ganz ehrlich zu sein und wissen, wie ihr am ehrlichsten sind. Wenn ihr das leset und gerade das Erste, was in Gedanken kommt, das ist die Wahrheit. Ganz einfach. Also wenn du die Frage musst beantworten, bin ich angenommen oder abgelehnt, im Gefühl inne, ist es 100% wahr, ist es 75%, 50% oder 25% wahr für dich? Geh mal durch die Fragen durch. Und tu dir die, wie ich gesagt habe, so schnell wie möglich und gerade so spontan wie möglich für dich beantworten. Ja? Meinst du mit Gott oder im Leben? Aha, ja, jetzt. Nein, ist eben kein Unterschied. Probier es mal einfach jetzt so stehen zu lassen und mal so zu beantworten. Ich weiss, das ist eklig. Es ist eklig. Aber dennoch, die Bibel sagt, in dem Vers zumindest da, 2. Korinther 5,17, kennen wir sicher alle, oder? Wenn jemand zu Christus gehört, Kondition, wenn, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Also nur schon die Zugehörigkeit zu Christus verändert etwas scheinbar. Da wird von einer neuen Schöpfung geredet und offensichtlich nicht von einer Weltschöpfung. Es geht um deine Person. Das Alte ist vergangen. Ja, was ist denn alt gewesen? Etwas Neues ist entstanden. Was ist denn das Neue? Ich habe so ein paar Lesezeichen da. Ich möchte euch bitten, dass ihr eins nehmt und weitergebt. Und dann auf die Rückseite blättert. Also blättert, umdreht einfach. Auf dem Lesezeichen werdet ihr so 3 Blöcke sehen von Aussagen, die Christus über uns macht. Seine Kinder, seine Nachfolger. Die sind unterteilt in 3 Kategorien. In Christus bin ich sicher, in Christus bin ich bedeutungsvoll und in Christus bin ich angenommen.
Das sind alles Aussagen, die direkt aus der Bibel kommen. Ich weiss nicht, wie ihr die Bibel leset, aber zuerst einmal glauben wir alle, dass Gottes Wort, die Bibel, auch das ist, was Christus uns zu sagen hat. Und das sind jetzt einfach mal ein paar Aussagen, die Christus zu dir sagt. Und jetzt gerade zu der Frage, die wir vorhin hatten, wenn du dir da nicht sicher gewesen bist, dann lass dir selber zu, wenn wir es jetzt miteinander lesen. Was Gott über dich sagt, was Gott über dich denkt. Wir nehmen mal den ersten Block auf der ersten Seite nehmen. Ich bin angenommen. Wir probieren das alle laut miteinander zu lesen. Die Bibelverse lassen wir raus. Das ist der für die Heime, wenn ihr es nachlesen wollt. Miteinander. Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Freund. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin eins mit dem Herrn. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. Ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus. Ich bin ein Heiliger. Ich bin als Gotteskind adoptiert. Ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich habe Anteil an der Fülle von Christus. Das hat auch etwas ausgelöst in der Innen. Und vielleicht gerade der Satz in der Mitte dort, ich bin ein Heiliger. Wisst ihr, wie die ganz Frommen auf diese Frage reagieren? Habt ihr einen Vorschlag? Der ganz Ja, der ganz Nein. Entweder der ganz Ja oder der ganz Nein. Mhm. Wie könnte man noch darauf reagieren? Nicht immer. Wie? Nicht immer. Nicht immer. Aha. Nochmal so eine Antwort. Das sehe ich gar nicht als Heilige. Wie? Das sehe ich gar nicht als Heilige. Fühlst du dich gar nicht als Heilige? Mhm. Ja. Gehört zur Familie Gottes. Mhm. Stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Das kann gar nicht sein, oder? Weil gerade gestern habe ich die Idee gebrochen, oder weiss der Gucker was. Ich bringe krasse Sachen. Aber es müssen nicht so krasse Sachen sein. Vielleicht habe ich gerade gestern gelogen. Oder ich habe am Donnerstag habe ich einen Unfall gemacht im TÜV. Bin schuld. Bin jemandem hintergefahren. Einfach nur, weil ich Stress hatte. Und für den Stress bin ich auch selber schuld. Also, ich habe überhaupt keine Ausrede. Ich habe jemandem den Karren geschlissen. Mit TÜV auch. Das soll man noch ein Heiliger sein. Also gehen wir nochmal zu dem Vers. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das heißt nicht, dass das Neue komplett fertig ist, jetzt in dieser Übersetzung. Aber das Neue ist schon da. Genauso mit euren Bildern. Der Künstler hat sich etwas überlegt und ihr habt euch viel Gedanken gemacht zu diesen Bildern, oder? Und das sind die Begriffe, die ihr dazu gegeben habt, oder der Künstler, wie auch immer. Der Glaube mit der bettenden Hand, die Liebe mit Christus und dem Kreuz und die Hoffnung mit dem Turm. Wieso? Was will man damit ausdrücken und was hat das damit zu tun? Und das Ganze ist doch ein Kampf, wenn nicht ein Krampf. Ist das wirklich so gedacht von Gott? Mögen wir uns daran erinnern, wer einen Krampf aus dem Ganzen gemacht hat? Das sind die Pharisäer. Die alles ganz genau nehmen wollten. Die anderen wollten sagen, wie es gehen muss. Und es sind auch die, die gerade den nicht verstanden hat, Christus. Und Christus hat mit ihnen Stress gehabt. Wieso hat er Stress mit ihnen? Weil sie Pharisäer waren. Der Pharisäer, ihre Bemühungen, ganz nahe zu sein bei Gott, ist an und für sich
erstrebenswert. An dem war nichts falsch. Was falsch war, ist da, dass sie dort, wo sie es nicht verstanden haben sie es probiert, so in ein Kübeli einzutun, dass man es kontrollieren konnte. Es ist darum gegangen, sie müssen verstehen. Sie waren ja die Gelehrten. Und sie mussten wissen, um was das geht. Und wenn jetzt Christus kommt und über den Gott redet, den sie doch so gut kennen und studiert haben, ihr ganzes Leben, und er sagt etwas ganz anderes als das, was sie begriffen haben, das ist gar nicht gegangen für sie. Und Gott war nicht ganz simpel mit der Wahrheit ihnen gegenüber. Und das hat sie verrückt gemacht. Und so kann der Glaube wirklich zu einem Krampf werden. Wenn der Glaube in eine gewisse Form rein muss, wenn andere sagen, wie du musst glauben, wenn der Maßstab nicht Christus selber ist, sondern eine gewisse Zugehörigkeit, eine gewisse Kleiderform, eine gewisse was auch immer, dann wird es zu einem Knurz. Glauben ist sonst schon eine Herausforderung. Wir brauchen das andere nicht auch noch. Aber es ist eine tiefst menschliche Eigenschaft. Und zwar eine gefallene menschliche Eigenschaft, dass wir immer gleich sein müssen wie alle anderen. Wehe, es tanzt einen aus der Reihe. Die mag man gar nicht verputzen. Genau. Aber der Glaube ist ganz zuerst etwas unglaublich Persönliches. Und die Gemeinde sollte die Fülle sein von dem Persönlichen und nicht umgekehrt. Und das war einer der Stresspunkte, die die Pharisäer hatten mit Christus. Hebräer 11,1, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Ein komplizierter Vers, aber eigentlich auch wirklich einfach zum Verstehen, aber schwierig im Umsetzen. Und er hat sehr viel mit eurer Bibelarbeit zu tun. Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Hofft, nicht krampft. Festhalten an der Hoffnung, nicht an der Werk. Ein Überzeugtsein, sagt die Übersetzung, oder? Ein Nicht-Zweifeln heisst die anderen Übersetzungen. Von Dingen, die nicht sichtbar sind. Wie gut passt das zum Glauben? Unglaublich gut. Du kannst nicht auf deine Werke hoffen, weil deine Werke, die sind zumindest dürftig. Weil keiner von uns perfekt ist. Das ist einer der grössten Irrtümer, die wir Christen machen, dass wir auf Werk schauen und nicht auf den Glauben. Und da sind wir alle mangelhaft. Die Frage ist nur, ob wir es zugestehen können. Und wenn man es nicht zugestehen kann, wenn man einen Fehler nicht eingestehen kann, was macht man dann? Man versteckt sich. Oder man macht nur stärkere Gesetze, damit es ja niemand merkt. Aber das Blöde daran ist, jeder durchschaut das. Jeder durchschaut das. Darum gibt es eigentlich nur eins. Wenn irgendetwas falsch ist, wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt nur eins. Raus damit. Was verlierst du denn? Dein Ansehen, das hast du ja schon verloren am Kreuz. Was muss man denn da noch haben? Das ist Freiheit. Wenn es dir gleich ist, was andere über dich denken, bis auf einen. Also das Festhalten von dem, wo man darauf hofft. Die Hoffnung und das Werk, das sind zwei ganz andere Sachen. Aber die Hoffnung ist der Teil in uns innen, wo wie ein Turm kann sein. Man kann den Begriff auch umkehren. Was ist denn für dich der Begriff, den du daran festhalten willst? Was ist deine Hoffnung? Ich wünsche dir, dass die Hoffnung die ist, Jesus je länger, je lieber überzukommen. Dass er dein Ein und Alles ist. Das sagt man schnell. Man ist auch schnell getauft. Man tut auch gleich mal ein Bekenntnis rauslassen, oder? Ob das ein Glaubensbekenntnis ist oder was immer. Aber wisst ihr, wenn
wenn es wahr wird. Am Montag am Morgen. Denn wenn du bist, wer du bist. Halt mal, ein Christ darf eben nicht sein, wer er ist, oder? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Ein Christ muss doch eben anders sein. Und schon sind wir wieder bei diesen verflixten Werken, bei dem Verhalten. Aber Christus redet von der Hoffnung. Der Glaube ist eine Hoffnung auf das, wo man hofft. Und das Festhalten. Aha, das ist ja gar nicht mehr drin. He? Da. Oder das Überzeugtsein von Sachen, die wir nicht sehen. Also, an was halte ich als Christ fest? Ganz einfach an der Erlösung. Das ist das, was jeder braucht. Erlösung. Erlösung? Ja, genau von dem irdischen Krampf. Genau von dem, ich muss doch, ich sollte nicht. Von dem brauchst du Erlösung. Erlöst heisst, er löst dich von den Bindungen, die du hast, von den Krämpfen, die in dir drin sind, dass du frei sein kannst. Dass du dir nicht mehr Gedanken machen musst, aber ich sollte doch, ich länge nicht. Und auf was hoffen wir denn eigentlich? Wenn wir dann schon erlöst sind. An was müssen wir denn festhalten? Was sehen wir denn nicht? Wir sehen doch oft, weil wir eben auf die Werke schauen, nur unser Versagen. Ist nicht so. Uns ist immer das Negative vor Augen. Aber das Negative hat mit der Welt zu tun, mit mir selber, nicht in Christus. Wenn du weiterliest auf dem Kärtchen und die anderen Aussagen auch noch liest, dann siehst du, dass Gott über dich kein Urteil mehr hat. Du bist eben erlöst. Und für Gott ist das eine Tatsache. Wenn es für dich keine ist, dann steht mit dir etwas nicht. Gott hat dich erlöst. Als Kind Gottes bist du erlöst. Und an dem gilt es gleichzeitig festzuhalten und auch ein Überzeugtsein davon, dass das das Wort ist und nicht eine Lüge ist. Gefühlt, wie man es vorhin so vielleicht ein bisschen durch die Blumen gehört hat, gefühlt mag sich das anders anfühlen. Was ist denn wahr? Sind Gefühle wahr oder das, was Gott sagt? Schwierige Sache. Aber wahr ist Gottes Wort. Die Gefühle haben wir aufgrund von irgendwelchen Denkmustern in uns inne. Da kommen wir dann später dazu. Und da sind wir auch wieder bei den Bildern. Was nützt das, wenn wir in den Bildern oder in der Fantasie leben, aber das Leben, das Christsein nicht auf den Boden bringen? Und darum, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie sieht das eigentlich im Alltag aus mit dem Festhalten im Glauben? Wie sieht das ganz praktisch aus? Wie halte ich fest? Die Sünde ist kein Problem für Gott. Jetzt spinnt er aber, oder? Die Sünde ist doch das Ursprungsproblem von uns Menschen. Oder nicht? Und jetzt sage ich hier, die Sünde ist kein Problem für Gott. Wie komme ich auf so eine irrsinnige Aussage? Ja, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Jesus ist der Zahn für Sünde. Ganz genau. Und was Jesus gemacht hat, das gilt 24 Stunden. 2 Jahre. Hä? In alle Ewigkeit. Alle Ewigkeit. Und darum ist die Sünde für Gott kein Problem. Ja, ist sie noch da? Existiert sie noch? Ja, ja. Aber die Sünde ist kein Problem für Gott. Das ist eine absolute geistliche Tatsache. Also wir könnten da noch lange darüber diskutieren, aber irgendwann als Gläubige musst du das einsehen, dass die Sünde nicht das Problem ist. Was denn, fragst du jetzt? Dann kommen wir noch dazu. Und darum, in Christus, weil er das Werk der Erlösung vollbracht hat, wir tun leider Christus immer noch am Kreuz zeigen.
Wir zeigen auch gerne das Kreuz. Aber das Kreuz ist nur etwas aus der Vergangenheit, das geschehen ist. Aber irgendwie bleiben wir genau dort kleben. Wie sieht denn ein fruchtbares Leben aus? Wie würde man das künstlerisch darstellen? Mit einem Kreuz? Bin mir nicht so sicher. Was haben die ersten Christen als Erkennungszeichen in Sand gezeichnet? Ein Fisch. Ein lebendiger Fisch. Das ist etwas anderes als ein Kreuz. Merkt ihr, das hat auch ein bisschen mit unserem Denken zu tun. Oder vielleicht auch ein bisschen mit einer Ausrichtung. Aber Tatsache ist, Gott hat uns bereits gerecht gemacht, ob du das fühlst oder nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Das Werk ist von Christus gemacht worden. Und was er macht, das hat Hände und Füße. Auch für dich. Ob du glaubst, das ist eine andere Sache. Aber Christus hat es gemacht. Wir sind eben wegen dem keine Sünder. Wir sind Heilige, die ab und zu sündigen. Und für viele ist da der Zapfen ab, oder? Ein Heiliger, der sündigt. Ja. Und da bin ich absolut biblisch. Über 200 Mal, wenn ihr im Neuen Testament leset, heißt zu den Heiligen zu Korinth, zu den Heiligen zu Ephesus und so weiter, immer zu den Heiligen. Ja, das ist eine fromme Floskeln, oder? So wie Katholiken ihre Formel haben. Blödsinn. Das ist ja so gemeint, zu den Heiligen. Und in diesen Briefen, da wird über Sexualität geredet, Ehebruch wird da geredet, Lüge wird geredet. Hä? Heilige? Und solche Probleme, das bringen wir nicht zusammen. He? Weil wir es irgendwie ausblenden wollen. Weil wir nicht wahr sind. Letztlich. Aber was heisst denn eigentlich heilig? Abgesondert. Abgesondert, herausgerufen. Der heilige Gott Israels ist ein einzigartiger, herausgerufener Gott. In der Zeit, wo er sich dem Abraham offenbart hat, hat es in der Welt über 3 Millionen Götter gegeben, sagt er. Er war längst nicht der Einzige, aber er hat sich als der einzige heilige Gott offenbart. Herausgerufen, abgesondert. Es hat nichts mit deinem Werk zu tun. Es hat mit deiner Stellung zu tun. Dass du eben nicht mehr in dieser Welt bist, nicht mehr in deinen Sünden musst verharren. Sündigen ja, aber verharren musst du nicht. Und darum passt das eben schon zusammen. Wir sind Heilige, Herausgerufene, die ab und zu einen Scheiß machen. Passt das zusammen? Also, eigentlich müssten alle nicken. Oder nicht? Ich mache viel Seich. Sünde zu besiegen ist einfach. Es braucht eine Entscheidung. Welche Entscheidung braucht es denn? Hä? Meine. Ja. Ja, deine, aber welche? Auszutun. Ja, was heisst das? Die Sünde vor Gott bekennen. Genau. Bekennen, das ist der erste Teil. Der zweite Teil? Bereuen. Bereuen. Und was heisst bereuen? Erkennen, es tut dir leid. Du musst es nicht mehr machen. Ja, genau. Man kann sagen, mit Gott übereinstimmen, dass ich es euch gemacht habe. Hä? Wie viel wert ist da Gott? Ich mache es nicht mehr. Er ist gnädig. Er ist gnädig. Aber eigentlich ist das ein Blödsinn, zum sagen. Aber was wäre der dritte Teil nach dem Bekennen und Bereuen? Was ist der dritte Teil, der zur Buße gehört? Hä? Danke sagen. Genau. Danke sagen für die Lösung und weitergehen. Dann ist Buße vollständig. Gott verlangt von dir nie Vollkommenheit. Sonst wäre er nicht seinen Sohn ans Kreuz geschickt. Dann hättest du ans Kreuz müssen. Aber weil Gott weiss, dass wir da nicht können, weil er weiss, dass wir in einer ausweglosen Situation sind, hat er etwas ganz anderes müssen bringen. Das war eben Christus, der stellvertretend der perfekte Mensch war, so wie Gott den Menschen eben geplant hat. Und der das Kreuz müssen. Schuldenfrei. Damit ich, der nicht schuldenfrei bin, im Glauben an Christus so kann handeln und so kann Fürste machen, so eine Hoffnung haben. Weil eine Lösung heisst nämlich wieder Hoffnung haben. Das, was der Mensch verloren hat, Leben, Lebensfreude, all das kommt zurück.
durch die Erlösung. Gott hat uns nämlich ein neues Herz gegeben. Das Verrückte ist ja, wir lamentieren über die Sünde, wir finden sie nicht gut und wir versagen dabei zu glauben. Aber genau der Teil, dass wir erkennen, dass wir einen Blödsinn gemacht haben, zeugt davon, dass wir bereits ein neues Herz haben. Früher, wo du nicht gläubig warst, hast du vielleicht ein kleines Gewissen gehabt. Das hätte dich weniger gekratzt. Also ich weiss nicht, wie extrem ihr waren. Vielleicht sind die ja schon von Anfang an fromm gewesen, wenn es so etwas gibt. Aber normalerweise ein Weltmensch, der schert sich doch ein Deut um Gottes Ordnung. Aber von dem Moment an, wo du ein neues Herz hast, wo du erwacht bist, wo du erlöst bist, hast du ein Gewissen. Und du weißt, was gut und recht ist. Und dann kommst du verstärkt durch die Frommen auch ein schlechtes Gewissen über. Das schlechte Gewissen ist nicht da, wo Christus davon geredet hat. Erlösung ist nicht ein schlechtes Gewissen. Erlösung ist Freiheit. Erlösung ist wieder Lachen. Also, ich finde es zumindest, oder ich wüsste noch nichts Besseres. Wir wollen nicht sündigen. Das wollen wir alle nicht. Aber wir sind im Nicht-Wollen schwach. Das trifft auf mich zu, das trifft auf dich zu, das trifft auf alle Menschen zu. Es gibt keinen einzigen, und ihr könnt nur noch so ein frommes Buch lesen. Und wenn ihr schon so Autobiografien gelesen habt, wow, dann seht ihr, was in diesen Herzen abgeht. Wie die Leute gerungen haben um ein reines Herz. Aber alle haben sie irgendwo versagt. Sogar die grössten Versager sind zu den grössten Vorbildern geworden im Glauben. Wie ein David zum Beispiel. Wir müssen Gott nicht gefallen. Wir tun es bereits. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt, heisst es im Jesaja. Gott ist aber auch nicht einer, der mit dem Gefühl oder dem Gefühl abhängig ist. Er hat Gefühl, Emotionen hat er. Aber er wird nicht von den Emotionen kontrolliert. Dass er Gefühlsausbrüche hat, das sehen wir bei Jesus im Tempel. Das sehen wir sehr gut im Alten Testament, wo er so richtig verrückt wird mit den Israelis. Und ich kann mir vorstellen, der wird auch mit uns manchmal richtig verrückt, oder vor allem mit mir. Aber es beherrscht ihn nicht. Er steht zu der Tatsache, dass er mich erlöst hat. Und weil er mich erlöst hat, liebt er mich. Oder? Und seine Liebe ist bodenständig. Egal, was ich mache. Ich habe oft den Eindruck, wenn ich etwas falsch gemacht habe, oh, jetzt hat er mich nicht mehr gern. Jetzt mal ganz ehrlich, woher kommt das Gefühl? Wenn das nicht von Christus kommt, woher kommt es denn? Weil es uns so antrainiert wird. Aber gell, ich habe meine Kinder teilweise auch so erzogen. Es ist eigentlich ein Blödsinn. Aber manchmal ist man eben verrückt und manchmal hat man sich nicht selber im Griff und manchmal macht man eben Sachen, die man gar nicht machen will. Aber Gott nicht. Gott hat nie einen Stress mit dir, weil du einen Fehler machst. Wisst ihr, wenn Gott Stress hat mit uns? Wenn wir den Fehler nicht zugeben können. Wenn wir nicht Buß tun können, dann hat Gott Stress. Aber Gott ist treu und gerecht und vergibt uns gern. Gern. Alles, was Gott erwartet, ist ein bußfertiges Herz. Der Rest ist nicht so wichtig. Wir machen aus den Nebensächlichkeiten so einen riesigen Elefant, dass er uns selber verdrückt. Gott hat uns zu Erben gemacht. Das sagt euch vielleicht nicht so viel wie mir. Ich habe euch erzählt von meiner Jugend, oder? Die erste Frage, als ich in die Familie kam, war, darf ich euch Vati und Mutti sagen? Das war kein Problem. Wisst ihr, was die zweite Frage war? Wollt ihr mich adoptieren? Ich habe meinen Namen loswerden, weil der Name der ist für das absolute Versagertum gestanden in diesem Dorf.
Wo du aufgekreuzt bist, bist du gecancelt worden, bist verlacht worden, das taugt sowieso nicht, den kannst du sowieso nicht brauchen. Ich wollte Bollinger heissen, so wie die. Und darum hatte ich die Frage gehabt, die zweite Frage. Mit dem Namen identifiziert man sich. Reber, da gibt es nicht viel zum Stolz sein drauf. Das Einzige an diesem Namen gut ist, dass er Fürstensi und Hintersi gleich ist. Das finde ich gut. Aber der Rest, lieber Christus, in Christus bin ich jemand. In Christus habe ich Hoffnung. In Christus bin ich angenommen, und zwar bedingungslos. Und genau das ist da, wo ich in dieser Familie auch erlebt habe. Wo ich dort war. Ich bin mit vielen Problemen in die Familie hineingekommen. Zum Beispiel bin ich sexsüchtig mit 11. Ich hatte Pornoheftchen, etwa 13 Stück an der Zahl. Ich habe schon gewusst, dass das nicht allen passt. Also vor allem nicht dem Grossvater, den Katholik hat das nicht passt. Aber ich hatte sie. Und mir war auch bewusst, dass das fromme Leute sind, die ich eingehe. Aber dort habe ich ja hin, weil sie mich gerne hatten. Also habe ich geschaut, dass die von dem gar nichts erfahren, oder? So richtig typisch. Entschuldigung, ich sage fromm. Aber ich habe die Hefte so gut versteckt, ich bin überzeugt, das weiss niemand. Ja, etwa 2 Jahre später, oder? Ich bin mit 12 dort hingekommen, mit 14. Bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich am absoluten Talboden war von meinem Leben. Habe ich in einer schwachen Minute mein Leben Christus übergeben. In einem Bibellesebundlager. Ich sage das eigentlich spitz in einer schwachen Minute. Es hat gerade mal 2 Wochen angehalten, oder? Aber dort hat etwas angefangen. Ich habe das schwarz und weiß auf meiner Bibel auf der ersten Seite nie geklebt. Ich habe nämlich das schriftlich gemacht mit dem Mann, dass ich mein Leben Christus übergeben habe. Aber ich habe dann gedacht, ja, das war dann gut, aber jetzt brauche ich es ja nicht mehr, oder? Mit 16 bin ich nochmal an so einem Tiefpunkt. Und ich bin mir noch überlegen, wie geht mein Leben weiter. Unter anderem habe ich mich auch als Heuchler gefühlt. Weil das, was ich in der Bibel gelesen habe und das, was ich selber gelebt habe, nicht übereingestimmt. Ich war genauso wie die ich so verachtet habe. Ich war zu feig, um mich umzubringen. Und ich hatte 3 Bibeln. Und in dieser Feigheit adressiere ich Gott und sage zu ihm, red du zu mir und nehme meine erste Bibel ab dem Gestell. Schlage sie irgendwo auf, das war nicht noch das Neue Testament wie da, und bin wahrscheinlich irgendwo bei diesen Stammbäumen gelandet. Und das war so dermaßen interessant. Ich bin so verrückt worden, wirklich hässig geworden, dass ich die Seiten rausgerissen habe und die Bibel weggeschmissen habe. Emotionen pur. Etwas, was ich von meinem Pflegevater gelernt habe, ist, er gesagt, los, wenn du mit Gott verrückt bist, versteck das nicht, er weiß es ja sowieso. Bist doch einfach ehrlich mit ihm. Und darum habe ich auch gefunden, jetzt soll er es noch mal wissen, der Gott, oder? Und bin weiter verrückt gewesen, nehme die zweite Bibel und sage, so, jetzt musst du zu mir reden, weil ich weiss nicht mehr weiter. Und schlage wieder an so einer sehr interessanten Stelle auf, die absolut keinen Sinn ergibt für mich. Und dann habe ich aber die ganze Bibel zerknüllt. Ich war so richtig hässig. Und habe sie wieder vorgeschmissen. Wenn du im Elend bist, geht der Weg bis ganz am Boden. Bis an den Punkt hin, wo du aufgehst. Wo du wirklich aufgehst. Wo du weisst, es hat alles keinen Wert. Und dann, wenn du am Ende bist und dich dann zu Gott wendest, dann hat er immer ein Ohr. Und das war bei mir nicht anders. Ich rief zu der 3. Bibel und schlage auf bei Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Ups! In diesen 4 oder 2 Jahren, wo ich hier mit Gott unterwegs war, war nicht Gott mein erstes Ziel in meinem Leben. Das waren Frauen, das waren meine Sexheftchen, all diese Sachen, aber sicher nicht Gott. Und dann geht es weiter. He? Trachte zuerst nach Gottes Reich. So werdet ihr all das haben, sage ich jetzt, vereinfacht, was ihr euch wünscht. Oh, da ist der 20er runtergefallen. Ich kann nicht, weil ich nicht nach Gott trachte.
Das ist schon eine Realität. Das ist schon eine Tatsache. Segen und Fluch ist auch für Christen eine Realität. Ich habe nicht gehabt, weil ich nicht nach Gott gesucht habe in meinem Leben. Das habe ich verstanden. Nachher habe ich einen riesen Fehler gemacht. Dann habe ich Gott gefragt, ja und jetzt, was willst du von mir? Ja, die 6 Heftchen. Hast du vergessen. Sicher nicht. Ich habe dir die schon gegeben, nachher habe ich neue, weil ich brauche das Zeug. Und dann ist irgendwie Gott ganz ruhig geworden. Und das war am Samstag, am Morgen. Den ganzen Nachmittag habe ich mit dem auseinandergewählt, dass jetzt Gott nicht sagt, was ich machen soll. Dabei habe ich genau gewusst, was er will. Aber ich war nicht willig, das Herz zu geben. Bis zum späteren Nachmittag bin ich voller Verrückte in den Wald und habe ein Feuer gemacht. Ich habe dem Brandopfer gesagt. Ich habe all die 6 Äpfel dort draufgeschmissen und habe voller Verrückte zu Gott gesagt, da hast du, was du willst, du sturer Bock. Das war die beste Entscheidung. Aber es hat weitere Konsequenzen gehabt. Am Samstagabend, das war immer der Abend, wo wir alle am Tisch gehockt sind, 11 an der Zahl. Und auf einmal, ich war immer so zwischen Vater und Mutter, der am meisten geliebt war, musste immer dort sitzen. Legt mir die Mutter so den Arm um mich herum und sagt, ich bin stolz auf dich. Und ich, was ist in dich gefahren? Geht es dir nicht gut? Und dann sagt sie laut vor allen am Tisch, ich bin Gott so dankbar, dass du die 6 Heftchen verbrannt hast. Und ich, das war, glaube ich, einer der peinlichsten Momente in meinem Leben. Aber was machst du, wenn du so enthüllt wirst, oder? Verteidigung, Gegenangriff. Und ich habe die einfach fertig machen, bis ich keine Luft mehr hatte. Am Schluss sage ich noch, wie lange hast du davon schon gewusst? Ja, so etwa 2 Wochen nachdem. Was? 4 Jahre? Spinnst du eigentlich? Wieso hast du mich nicht zurechtgewiesen? Wieso hast du mich nicht geschuldet? Und all die Sachen. Und wenn ich dann mal Luft geholt habe, sagt sie, und was hätte es gebracht? Das ist ja gleich, du bist eine schlechte Mutter. Dann sagt sie so ganz leislich, weisst du, ich weiss doch ganz genau, dass das nicht gebracht hätte bei dir. Aber eins musst du wissen, und das schreibt er hinter den Ohren. Ich habe einen lebendigen Gott und dem liege ich in den Ohren, seit ich davon weiss. Und heute hat er eingegriffen. Wow! Es kommt noch besser. In diesen 4 Jahren, als ich in dieser Familie war, habe ich immer das grösste Stück Kuchen bekommen. Das war so offensichtlich, das hat jeder gesehen. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil, aber den anderen Kind hat das offensichtlich nichts ausgemacht. Wenn dich jemand dermassen liebt, eben bedingungslos, und er weiss alles über dich, was willst du da noch verstecken? Und wisst ihr jetzt, was der Schlüssel für euch ist? Gott weiss alles über dich. Der Nachbar vielleicht nicht. Aber vielleicht wäre es gut. Für dich, nicht für den Nachbar. Freiheit fängt damit an, dass wir uns wirklich auf Gott verlassen. Und zwar ganz und gar. Und darum ist das für mich heute kein Stress. Wir sind Gottes Kind, wir sind seine Erben. Das heisst, alles, was er hat, kommen wir rüber. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie viel Schlechtes in deinem Leben ist. Und gilt das schon für einen Christ, der erst eine Minute Christ ist? Das Verrückte ist ja. Aber das ist doch nicht gerecht. So denken wir doch, oder? Das ist unser Denken. Aber es widerspiegelt nicht die geistliche Realität. Es widerspiegelt nicht die Wahrheit. Deshalb ist Gottes Sieg auch mein Sieg. Und das ist eine gute Nachricht, das ist eine gute Botschaft, eben Evangelium. Also so müssen wir gemäss unserem Stand mit Zuversicht und Freude vor Gott kommen. Zuversicht, weil er uns erlöst hat. Zuversicht, weil er uns gern vergibt. Weil der Kabis, den ich gemacht habe, nicht wichtig ist. Was wirklich wichtig ist, dass ich zu ihm komme und bekenne, bereue und weiterlebe mit Gott. Gott ist eben Gott, er ist nicht ein Mensch, dass er lügt, heisst es im 4. Mose 23,19. Selbst wenn wir untreu sind, und das ist doch der Hammer, oder? Die Bibel sagt sogar da, selbst wenn wir untreu sind, so ist er treu. Bleibt er treu. Wie verrückt ist das? Glaubst du es? Ja, wie glaubst du es? Bis zum nächsten Mal du versagt hast und Gott hat mit mir abgeschlossen. Das ist purer Unglaube.
Hat euch das schon mal jemand gesagt? Wahrscheinlich nicht, das ist verrückt, aber es ist wahr. Unglauben ist nicht Glauben, dass Gott mir gern vergibt. Unglauben ist Zweifel daran, dass es Leben nach der Sünde gibt. Unglauben ist so, sich weiterverhalten, wie wenn es auf mich drauf ankommt. Es ist so Wahnsinn und es ist so ganz anders wie die Welt. Und leider oft auch so ganz anders wie unsere fromme Welt. Es überzeugt sie, dass der Glaube, die Liebe und die Hoffnung, dass das alles wahr ist, eine Realität ist in meinem Leben. Wie ist man denn überzeugt von Sachen, die ich nicht sehe? In und durch Jesus Christus. Eben, nochmal, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Und weil er lebt, nicht weil er gestorben ist, weil er lebt, lebe ich auch. Mit der Taufe besiegelt man das. Die Bibel nennt das Fleisch, der Hang, immer das Falsche zu machen. Das nennt die Bibel das Fleisch, ganz einfach gesagt. Mit der Taufe besiegelt man das Fleisch. Wir besiegeln die Dominanz. Oder dass wir nur immer das machen, was das Fleisch will. Das tun wir mit der Taufe besiegeln. Und sagen, nein, zu dem. Wir wollen jetzt nach Gottes Ordnung leben. Im Glauben ist entweder tot oder lebendig. Etwas dazwischen gibt es nicht. Uns geht es viel zu gut. Weil wir keine Nöte haben. Ganz ehrlich, wir kennen in der Schweiz keine Nöte. Wenn wir meinen, wir haben eine finanzielle Not, gehen wir zu denen, die gar nichts haben. Dann haben wir eine Not mit unserer Gesundheit. Ist das wirklich das Wichtigste im Leben? Das wird uns immer wieder gesagt. Hauptsache, mir ist gesund. So ein Blödsinn. Entschuldigung. Gesund ist man gern, das ist klar. Aber es ist nicht da, was darauf ankommt im Leben. Ist es einfach nicht. Das Verrückte ist das Übernatürliche. Und das ist wirklich wahr. Gott, er ist übernatürlich und seine Kraft ist übernatürlich. Aber das liegt im Tod, nicht in meinem Schaffen. Nicht in meinem Können. Im Tod, in dem ich mit Gott übereinstimme. Weil dort, wo meine Möglichkeiten aufhören, da fängt Gottes Möglichkeiten an. Und darum sagt er auch, ich bin für die Schwachen gekommen. Für die Kranken, nicht für die Gesunden. Und darum habe ich mit offenen Armen empfangen, weil ich habe ihn gebraucht. Ich kann euch sagen, ich habe ihn gebraucht, brauche ihn noch heute. Und ich schäme mich nicht dafür. Ist doch kein Problem. Ich bin kein Problem. Gott hat mich doch geschaffen mit der Art und Weise, wie ich bin. Es geht jetzt nicht darum, mich rechtfertigen. Aber wir müssen doch nicht an unserem Charakter umschrauben bis zum geht nicht mehr. Die einen hat er spritzig gemacht, die anderen hat er ruhig gemacht, die einen hat er gescheit gemacht, die anderen hat er dumm gemacht. Jeder so, wie es gegeben ist. Für uns zu urteilen, was richtig und was falsch ist, das ist eine Anmassung. Uns ist Auftrag, einander zu lieben, anzunehmen, wie wir sind. So wie es Christus macht. Und dann hätten wir Freiheit. Und darum sagt das Wort Gottes auch, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Welche Wahrheit? Eben die. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Pharisäer haben die Wahrheit nicht erkannt. Darum sind sie ja nicht frei gewesen. Christus hat mit ihnen Stress gehabt, wegen dem. Er hat von ihnen erwartet, dass sie loslassen. Von ihrem Machwerk. Wie komme ich dort hin? Es ist einfach eine Entscheidung. Ist die Entscheidung einfach? Sicher nicht. Aber das ist dann das Thema für morgen Morgen. Eine Entscheidung ist alles, was es braucht. Und vielleicht habe ich die heute Abend ein bisschen durcheinander gebracht. Aber das ganz bewusst. Nicht so mich in den Vordergrund drängen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir haben das Kostbarste, das wir noch haben können. Und es tut mir weh, wenn wir über Christen lachen. Und wisst ihr, ich empfinde, dass die Welt oft recht hat, wenn sie lacht. Tut mir leid. Aber wenn sie Christus sehen in uns, dann hätten sie ein anderes Lachen. Dann wird es ein höhnisches Lachen. Dann merkt man, dass sich
Das merkt man jetzt in der ganzen Weltpolitik, oder? Wieso der ganze Antisemitismus auf einmal wieder? Und man doch gemeint hat, wir haben es gelernt, oder? Wieso kommt der wieder vor? Leute, da geht es um die Wort. Da geht es um Gott selber. Es geht nicht immer so sehr um die Juden. Es geht um Gott selber. Mit dem ist nichts gespassen. Der Anfang der Evangelisation ist wirklich, dass ich bin, wer ich bin. In Christus. Da muss ich mich überhaupt nicht verstecken. Ich kann bleiben, wer ich bin. Du darfst absolut mit deinen Ecken, die du hast, du darfst du sein. Das ist absolut in Ordnung. Aber du mit dem, wo du bist, Gott verherrlichen. Nicht dich selber, nicht jemand anderes, nicht irgendeine Religion, sondern du Gott verherrlichen mit dem, wo du bist. Und mach dir auch kein Gedanken, dass wir zusammenpassen. Gott schaut dafür. Das ist gemeint. Nach meinem Verständnis. Und der geht so fein ist irgendwie auch auf. Findet ihr nicht? Also, darum ist es eben auch eine schwierige Botschaft. Es ist nicht eine einfache Botschaft, die Botschaft vom Kreuz. Und da bin ich selber davon betroffen. Immer wieder. Aber ich gebe nicht auf. Es ist da, wo ich will. Ich hoffe, auch wenn ich überzogen habe, ja, stimmt nicht einmal, ich bin sogar pünktlich. Ja, alles gut. Hey, nochmal. Dann muss ich auch ein bisschen weiterschwätzen. Nein, ich möchte einfach noch mit meinem Gebet schliessen. Und wenn ihr euch unglaublich gestört habt an diesen Sachen, dann liest doch einfach zuerst noch mal das Kärtchen durch, die nächsten Sachen, die dort sind, und dann dürft ihr gerne zu mir kommen. Ja? Und mich korrigieren mit dem, was nicht stimmt.